Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Gehen Sie gerne shoppen? Ja, ich meine Klamotten und Schuhe und sowas. Also ich schon. Meine Frau freut sich darüber, denn das ist für Männer eher untypisch, dass sie gerne einkaufen gehen. Ich bin dann immer sehr geduldig, berate meine Frau bei der Auswahl ihrer Kleidungsstücke und rate ihr meist, sich gleich mehrere passende Sachen zu kaufen, damit sie kombinieren kann. Ja, mir macht das Spaß, Klamotten herauszusuchen, mal vor dem Spiegel ans Gesicht heben, auch wenn das im Winter eher lästig ist, weil man in der Kabine alles aus- und wieder anziehen muss. Doch nach reiflicher Prüfung kommt es dann in der Regel zu einer guten und fundierten Entscheidung. Dann bin ich auch zufrieden und der Einsatz der Zeit hat sich gelohnt. Prüft alles, das Gute behaltet. So lautet die Jahreslosung für 2025. Lieber Paulus, das ist ein guter Rat, den du damals den Menschen in Thessaloniki gegeben hast. Und dieses Wort begleitet mich schon sehr lange, seit vielen Jahren. Und so ähnlich wie bei der Stiftung Warentest alles auf den Prüfstand kommt, so auch bestimmte Ideen. Zum Beispiel Bio ist besser als herkömmlich oder Verbrenner besser als E-Autos. Übrigens, seit diesem Sommer haben wir Solarpaneele auf unserem Hausdach. Wir produzieren unseren eigenen Strom. Ob das besser ist? In jedem Fall ist es so, dass ich seither keine Stromrechnung mehr bezahlen muss. Im Gegenteil, ich bekomme sogar Geld für den Strom, den ich produziere und nicht selber verbrauche. Cool, oder? Vorher haben wir alles geprüft, uns gut beraten lassen und haben uns dann entschieden. Auf welche Bereiche meines Lebens kann ich dieses Wort des Paulus vielleicht noch anwenden? Naja, ich denke im Grunde auf jeden. Zum Beispiel auch in puncto Beziehung. Auch da heißt es drum, prüfe, wer sich ewig bindet. Also auch im Blick auf die Liebesdinge ist Prüfen und genaues Hinschauen sehr wichtig. Gerade weil es ja immer heißt, Liebe macht blind. Oder wie ist es mit der Religion, mit meinem Glauben? Kann ich da auch etwas überprüfen? Kann ich Gott auf die Probe stellen? Darf ich das überhaupt? Und ich denke, ja, warum nicht? Denn ob mein Glaube an Gott trägt, das erweist sich erst im Ernstfall. Welche Erfahrungen habe ich bereits gemacht mit meinem Glauben und mit dem Vertrauen auf Gott? Auch und gerade in extremen Situationen? Hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass Gott mir nahe ist? Oder war es das Gegenteil, ein Gefühl von Verlassenheit? Prüfet alles, das Gute behaltet. Wenn Gott für mich gut ist, das ist bei mir der Fall, dann kann ich auch Durststrecken in meinem Leben oder Herausforderungen besser bewältigen, weil ich weiß und glaube, auch in diesen Zeiten ist Gott mir nah. Gerade so wie in der Geschichte von den Spuren im Sand, die viele unter uns kennen. Beim Rückblick zu sehen, ja, Gott ist da. Leider machen wir uns nicht die Mühe, alles zu prüfen, doch gerade bei Informationen im Internet, die so kursieren, ist es gut, wenn wir genauer hinschauen. Prüfet alles, das Gute behaltet. Für mich ist das ein gutes Motto für das neue Jahr. Und es gibt ein großes Betätigungsfeld, was es so alles zu prüfen gilt. Also ruhig, positiv, kritisch sein, alles auf Herz und Nieren prüfen. Das Gute behalten wir. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.